Wir haben uns heute hier versammelt, um die Ereignisse und Abenteuer in der neuen Welt abzuschließen. Zumindest was dieses Let's Play, diese Staffel so betrifft. Ja, Staffel. Ja, bei über 470, nee, noch nicht ganz. Auf fast 74 Folgen zu sagen, ja, erste Staffel. Läuft, es läuft. So. Also, Freunde, in der letzten Folge haben wir uns noch um das Thema bemüht, ein bisschen Optimierung bei all den Punkten, die wir hier so haben, ne, mitunter. Hier haben wir noch ein bisschen, gut, Schönbau ist was anderes, aber egal. Es war vor allem natürlich auch hier die Zigarrenproduktion. Haben wir jetzt angestellt, vor allem für nur Manola, also nicht auch für die alte Welt, wir machen es nur für die neue Welt. Mit Tabak und Bretter. Wir haben ja hier ein cooles Item drin, wodurch wir das Holzfurnier quasi weglassen können. Ich meine, ich könnte es auch machen, sagen wir ehrlich, weil es eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist es egal. Das Holzfurnier, Kunstschreinerei sowieso direkt aus Holz mache. Ich habe auch Strom und so alles, also ich könnte es trotzdem machen, aber man hat gesagt, wenn ich schon so ein Item habe, was eher noch Produktivität drauf packt, warum auch nicht, hä? So, Fehler ist natürlich hier auch noch drin, den könnte ich eigentlich hier aber noch mal ein bisschen produzieren. Ich habe ja so viel in der Pipeline. Ah, ich habe nur mit einem er war. Ja, hier, Feras. War noch irgendwie, langsam knapp war. Und hier ein paar Feras-Typen. Achso, hat ja eh noch. Ja gut, dann halt. Ansonsten, das sind die ja für die Reserve. Fachverlader werden wir noch, werden wir viel brauchen. Schwer. Wissen allein reicht nicht aus. Es bedarf Vorstellungskraft. Aber Mutter versteht das natürlich nicht. Mhm. U82, ja, das wird schwierig. Luftschiffe. Hä? Hab ich nur den? Krass. Wollen noch ein bisschen was in die Pipeline schmeißen, aber okay. Wie sieht mit den Forschungsgebieten eigentlich so aus? Talententwicklung. Das meiste haben wir eigentlich schon, ne? In welche Technologie wollen wir investieren? Hafenmeisterei und Schiffe. Aber ist Meerestechnologie, ja? Wobei zählt da Luftschiff auch dazu? Weiß ich gar nicht. Müssen wir ausprobieren, wa? Und nicht diese DLC abhängig gewesen. So, egal. Kulturwissenschaft, da wird noch einiges. Lecco mio, hey. Jo, also hier haben wir einige Dinge getan. Es sieht zwar doch alles tutti quanti supi aus. Das Einzige, was ich in der Folge noch machen würde, ist, also im Prinzip müssen wir hier noch ein bisschen schön bauen. Hä? Und natürlich Manole noch, wobei Manole will ich mir für später aufsparen. Das ja eigentlich, ja, es steht ja alles und so. Ihr könnt eben noch ein bisschen besser die Plätze füllen oder irgendwie, wenn wir ein bisschen einen Plan machen für die ganzen Postämter und so alles ein bisschen noch schöner bauen, aber grundsätzlich auf der Aufbau und so, der steht. Mit normalen Jornalero quasi, mit Obrera von der Hacienda aber und auch mit Artista aus der Hacienda. Das ist sehr wichtig noch. Nach hier, dass wir Bedürfnisse gefühlt haben und doch noch geschafft haben mit Chilisauce und Atole. Und vor allem, weil ich ja Chilisauce und KKG, also Chilisauce und Schnaps vor allem, die brauchen wir ja später auch noch in der habe es gerade in der Arktis. Genau. Deswegen hier auch die schöne Produktion hier, die auch extrem teuer war. Und trotzdem noch ein paar Plätze frei, falls noch irgendwas bräuchte. Hier die ganze Chili-Soße-Produktion. Hier oben natürlich ein bisschen Atole. Wie gesagt, die könnten noch einen mehr bauen. Schnaps, was wir eigentlich momentan nur für die Arktis brauchen. Das Lager ist voll, wie er so schön sagt. Und mit vielen, vielen coolen Items. Ach ja. Genau, also hier schön bauen. Genauso, ne, Alveshus ist eigentlich soweit durch. Gut, außer der hier unten stört mich ein bisschen, aber ansonsten passt das auch. In der Folge will ich vor allem das hier noch machen. Aber ja, wir müssen auch noch ein paar Items noch platzieren. Und das Ding noch gerne hier oben noch hin platzieren und so. Also ein bisschen was gibt es noch zu tun. Aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist Abaya mein einziges Ziel für die Folge. Eigentlich. Alles andere steht soweit, ja.
oder wäre ready, falls ich in Zukunft mal noch sagen müsste, okay, ich muss da nochmal umbauen oder beziehungsweise erweitern. Ne? Ich brauche nochmal von dem Gebäude mehr und so. Aber eigentlich von dem her steht alles. Gut, dann mache ich den mal noch ganz kurz, dann habe ich die letzte Folge noch vergessen. Ja, vielleicht haben wir noch ein paar. Warte mal, 200, 300. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Das war irgendwie klar. Dass sowas passieren muss. Warum auch nicht, hä? Das mit der Arktis, das wird ein anderer Spaß. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, in der nächsten Staffel. Nein, nach der Pause dann, ne, wenn wir die Arktis noch optimieren wollen. Das wird ein richtiger Spaß. Ich freue mich jetzt schon, aber ja, später. Später mehr dazu. Gut. Das jetzt gemacht. Ich habe schon die ganze Zeit, ob ich irgendwie noch was vergessen habe. Was Wichtiges. Oh. Ich habe nicht direkt vergessen, aber ihr könnt trotzdem mal nachgucken. Ja, und noch die Dinger, Produktionsgebäude, Druckerpresse. Kann ich wirklich mal einen neuen Welle mal nutzen, weil wir brauchen eh nur da. So, hier dürfte aktuell nichts produziert werden. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben jetzt noch 4, das ist alles. Wow. Luftschiffe. Ja, ist halt für die Kriegsluftschiffe. Da kann ich mal reinpacken. Die anderen vielleicht mal verkaufen oder so. Wäre eine Idee. Diplomatie mal wieder gucken. Gib es einfach her. Es stimmt schon. Ich lege viel Wert darauf, etwas. Oh. Und was? Ich sehe, Sie haben verstanden. So, Mehr Geld, oh, ist immer gut. da hat er recht. Ich könnte eigentlich... Obwohl, ja, das war klar. Obwohl, warum eigentlich klar? Arbeitskleidung, ja, was ist hier bitte los? Sparen wir das für nach der Pause auf. Oh, zu uns Michael M. Haas, wenn ich das mache. Shampoo nimmt zu +1. Irgendwie habe ich das Gefühl, ist auch ein bisschen wenig. Wegen den Vergleichswert nicht mehr so. Der Rest scheint noch zu stimmen. Mit weniger zumindest. Die Pillen sind auch gut. Hä? Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Ich bin auch sehr erfreut. Guten Tag, ich bin Herr Erfreut. Wie geht's, wie steht's? Wir wollen jetzt vielleicht auch mal gucken, habe ich irgendwie... Was habe ich hier wieder falsch gemacht? Hier 11. Der wurde hier 19. Jetzt sag mir nicht, es liegt daran. Das fand ich jetzt ein bisschen übel. Noch 15 mit? Nee. Ja, toll. Wenn der natürlich so viele... Moment. Problem mit der Fracht oder was? Wir stecken hier viel Herzblut rein. Kisten unter Deck. Ich muss das mal noch kurz beobachten. Wir sind einfach wieder langsam wie sie sonst was. Da können wir ja irgendwo anders hinfahren. Nee, nimmt's mit.
Okay, das heißt, ich habe jetzt hier, könnte man sagen, eine Art Überproduktion, quasi. Also nicht Überproduktion, ne, ist eigentlich eher so, dass ich jetzt zwar offenbar genug mitnehme, aber naja, das war's dann auch. Die Seife geht angeblich rasant zurück, das kann auch nur wegen den 50 sein. Das ist einfach so interpretiert, weil der Wert sonst trotzdem relativ hoch. Es ist natürlich halt wirklich, ich habe jetzt einen höheren Verbrauch halt, wegen hier oben, wegen dem Export, deswegen kommt nicht mehr nach. Da wäre natürlich jetzt die Frage, ja, das ist eigentlich so gemacht, mit den Konsumgütern und so. Wie könnte man den Punkt nochmal ein bisschen optimieren? Das Sahnehäubchen für unsere Freundschaft. Warum so gemein? Einfach so. Du. Folge wieder zurück. Die Wolle geht zurück. Die Güter, die Dinger. Und der auch ständig voll sein müsste. Aber es ist natürlich eine Great Eastern, ne? Ist ein anderes Schiff. Hier vielleicht auch mal noch Probleme bekommen. Könnte sein, könnte sein. Vielleicht ist er nur daran, weil er gerade hier war. So viel bereits mitgenommen habe. So ein paar Luftschiffe, wo ich immer noch gucken muss, ob ich sie überhaupt noch brauche in der Art. Weil ich will hier Kupfer mitnehmen, hier Kupfer mitnehmen. Aber es war immer zu viel Kupfer. Das können wir den Norden B dann sogar mal weglassen. Im Rohmaterial sieht es eigentlich dann ähnlich aus. Die wird sogar statt den Luftschiffen sogar halt die großen Tümpel machen. Eine Option wäre es. So, jetzt aber hier mit den Konsumgütern schon wieder. Geht einfach um das Ding. Wobei, muss man jetzt auch sagen, das Ding jetzt eigentlich gefüllt ist, also der Speicher quasi. Wir müssen beobachten, sonst brauche ich dann halt hier vielleicht doch nochmal irgendwelche Chiffren. Wie sieht es denn hier eigentlich mit dem Shampoo aus? Eigentlich dürfte hier sowieso kein Problem sein. Das einzige Problem im Shampoo, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich mittlerweile einfach einen zu hohen Bedarf habe. Nö. 4:3, das passt soweit. Das sollte also nicht das Problem sein. Hier eventuell. Nee, hier mit den Keksen. Vielleicht mal noch die Glühbirnen irgendwie, dort Kekse, wobei die Kekse noch nicht so viel, wobei ich von der Güterklasse wechseln war. Die Kekse eigentlich auch gut hier unten einsetzen könnte. Wir haben natürlich auch den Import noch, da ist so ein Thema, das muss ich ein anderes Mal angucken. Diese Exportpyramide, die kann einen richtig nerven. Lustigerweise, was ich noch drin habe, beim Set-Design noch die Wandteppiche.
Das ist aber alles outsourced, aber hier mit dem Fotografen, das funktioniert ja alles noch. Da ist alles picobello. Ja, vielleicht mir Dampfwägen ein bisschen hoch legen könnte oder halt die Fotografen noch mehr, weil ich hier ja eben jetzt nicht so viel brauche. Und ich glaube, wenn ich auch den Sekt durch die Fotografen ersetze, vielleicht den Sekt komplett rausnehme. Ich glaube, das könnte das langfristige Ziel, also langfristige Ziel sein, sowieso die Dampfwägen ganz oben zu haben, beim Punkt 1. Und quasi alles über Dampfwägen zu machen. Ne? Wird zumindest vieles einfacher machen. Aber mittelfristig könnte das Ziel sein, dass das Sekt hier rausgeht, dafür Phonographen hoch und die Kekse höher. Erstmal auf Stufe 3, dafür würden Dampfwägen hochgehen, wobei es noch zu früh dafür. Was anderes, ja, müssen wir gucken. Aber momentan, das klappt ja einigermaßen so. Ja. Auch mit dem Bienenwachs, da ist auch alles noch picobello. Aber zumindest. Ja, wenn du das Ding mal voll ist. Am Ende bist du doch keiner von uns. Ah, sie waren mal so sympathisch. So. Achso, haben wir schon reingepackt, okay. Da war ich echt flink. Gut. Kümmern wir uns jetzt. Hier, die neue Welt. Hier einige Probleme. Erstmal habe ich hier die Konstellation, die will ich so behalten. An und für sich, das soll so bleiben. Weil ich brauche diese Waren hier oben. Ich brauche natürlich auch den Mist hier, oder Düngerproduktion besser gesagt. Ich brauche hier auch noch ein bisschen Strom. Eventuell das eher ein bisschen zentraler lege. Könnte ich oben noch ein paar mehr bauen. Ich merke schon, es ist wirklich langsam Zeit, dass ich hier die Pause mache. Die Pause war nicht nur deswegen, nochmal ganz kurz zu erklären. Also Pausen sind von längerfristige Pause, ein paar Monate und so. Das ist nicht nur, damit ich wieder auch mehr Bock und mehr Ideen für Anno bekomme und zu bauen und so. Oder auch eben, damit ich wieder mal Zeit für andere Strategiespiele habe, sondern vor allem auch für meinen Rechner, weil der macht es nicht mehr lange in der Konstellation. Ich meine, es ist ein cooler Rechner und so, wenn ich künftig noch jetzt zum Rennen von Videos benutze, gar kein Thema, das ist immer noch alles top. Aber einfach nur zu sagen, okay, alle 2-3 Jahre die Grafikkarte zu ersetzen, den Rest nicht, yeah. Schwierig, weil ab und zu wäre es vielleicht auch mal ups, na egal. Wir wären vielleicht auch mal froh, wenn man irgendwie den Prozessor mal noch austauschen könnte und so, solche Dinge. Neue Anschlüsse, also quasi modernere, weil eben der Rechner, den ich eben noch verwende. Dasselbe aus dem Jahre 2013. Man würde es nicht glauben, Freunde. Das ist wirklich so, das Einzige, was ich seitdem ersetzt habe, sind die Festplatte, die Grafikkarte und natürlich die Capture-Karte mal zwischendurch noch für die Konsolenspiele. Ansonsten Mainboard, der RAM, also Arbeitsspeicher, plus natürlich auch der Prozessor und Netzteile und so ist natürlich alles und das Gehäuse. Alles noch von damals, weil es eigentlich auch noch prima läuft. Eigentlich, jetzt kommen wir zu dem Thema. Gut, zurück zum Eigentlichen. Strom. Wer braucht hier eigentlich in der Art und Weise Strom? Eigentlich die alle. Die müssen natürlich die beiden elektrifizieren. Das heißt, es muss weiterhin getan werden. Okay. Bevor ich jetzt hier einen Quatsch mache. Kampagne 1:4. Wo waren wir? 4, 6, 8 sollte die Folge. So, 1.
erst noch, kurz, noch einen Schluck trinken. Gut. Also, hier am Hafen sieht eigentlich alles soweit gut aus. Auch das Ding, das wollte ich eigentlich auch so haben. Das hier wollen wir mal noch irgendwie anders bauen. Das gefällt mir jetzt gar nicht, muss ich zugeben. Dann den jetzt so behalte. Ich mache einfach mal. Und dann wieder scheiße aussieht. Ich was vergessen. Abflugbereit. Der ist ja schon hier. Immer der Nase nach. Bis zum Horizont. Also. Weil er wollte das Gebäude noch upgraden. So. Was unnötig ist, aber trotzdem muss ich ihm noch sagen, es sieht alles sehr, sehr geil aus. Gut, hier Feuergefahr ist, das ist ein anderes Thema. Aber es sieht schon geil aus. Wir bauen hier hin. Die paar Bewohner, die ich halt brauche, oder geht halt nicht anders. Für den Einwohner, ja, halt eine Nähmaschine. Und hier, ja, zum Hafen kann ich halt nie. Den könnte man zwar auch machen. Aber ist die Frage, ob ich überhaupt so viel brauche, Leute. Auch hier gibt es Zufriedenheit und gibt Münzen. Okay. Ich habe extra ein Schiff nur, um halt Melonen und Ponchos zu liefern. Das ist auch so ein Thema. Apropos Ponchos, aber eigentlich noch genug auf Lager. Wird schon. Ah, okay, es geht noch. Das ist so knapp, aber es geht noch. Was darf es sein? Sie ganz leider nur wenig, aber egal. Zurück hierzu. So, das Ding brauche ich so ungefähr, ist halt die Frage. Man kann es theoretisch auch hier drin bauen, ne? Die Idee selbst ist ja gar nicht so doof vielleicht. Den habe ich eh keine mehr, ne? Den verschieben geht auch nicht, hä? Doch, den würde sogar gehen. Falls er wollen würde. Dann haben wir noch die Dinger hier unten. Also erstmal um die kümmern, ne? Passt es eigentlich noch so, dann muss ich das auch anders anordnen. Mein Gott, ich habe mittlerweile so viele Items hierfür. Ich baue es nach Item, da ist besser. Damit habe ich eigentlich schon mal eine gute Erfahrung gemacht. So, bei 23 Minuten gleich. Ja, können ein bisschen knapp werden. Also, wir haben schon kanoniert, dann kommt der andere darin. Da. Die Luftschiffe-Ankerplätze. Ja, wenn ich ihn halt brauche. Innovative Druckerpresse, die kann ich eigentlich wirklich hier gebrauchen. Nehmen Jugeli hier raus. Guck mal noch, aber ich glaube, wir haben sonst nicht mehr so viel. Türme, diesen, jenes.
Frage nach mal schnell auf die andere Insel rüber. Nähmaschinenfabrik, ja, ist was anderes. Ist eine ähnliche Richtung, ist aber trotzdem was anderes. Die Weberei. Ja, ob ich die hier brauche, ich weiß nicht. Und bereits ein Bright Saints. Krass. Schneiderei, die ist noch für die alte Welt. Naja, komm, riskier's mal so. Hä? Verarschen? Ja, so deswegen. Oh, Mist. Dauerte Ewigkeiten. Gehen die Items nur zweimal, da fallen mir gerade mal so auf. Lustig. Bei dem habe ich alle drin, ne? Schnell reich werden, ich habe das Ding und ich habe noch einen Feras drin. Ob ich jetzt einen Feras dafür brauche, ich weiß nicht. Warte mal, ich habe dort noch diese Jauchegrube. Das war nicht so ein super Item dafür. Ah, das ist ein Quatsch-Item. So. Punschweberei, weil er dadurch Segel rauskriege. Achso, dann pausiert habe. Ich gemerkt habe, jo, momentan habe ich genug von denen. Das heißt, ich brauche die hier sicher mal nicht. Das war ein bisschen Overuse von mir damals. Ja, gerade auch hier mit der Hutmacherei. Und dann hier Ballmanufaktur. Hier ist kein Platz mehr. Ponchoweberei und Kostümhändler. Das sind 4 Produktionslinien. Das ist schon viel. Ich Ponchoweberei sogar separat machen. Ponchoweberei, Hutmacherei, Kostümhändler. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Das sind die bis auf die Bälle. Ein Tuchschneidereien wäre der auch drin. Der natürlich sowieso. Tuchschneidereien. Weniger Arbeitskräfte erforderlich. Das ist natürlich jetzt auch wieder krass, muss man zugeben. Ja, guck mal an, ne? Die Hutmacherei gehört da gar nicht dazu. Krass. Tuchschneidereien. Warum gehört eine Ballmanufaktur dazu, aber eine Hutmacherei nicht? Hä? Kleine Fische müssen darauf achten, mit wem sie schwimmen. Wenn wir jetzt noch den reinpacken, ist der auch nicht drin, ne? Okay. Was mit euch eigentlich so? Produktionsgebäude. Gut, da wäre natürlich das andere wieder drin. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage... Hä? Die Filzfabrik gehört auch nicht rein.
ITF. Wenn man nur für Baumwollweberei finde ich es ein bisschen heavy. Vor allem, wenn ich jetzt natürlich einen Verbrauch an Baumwolle habe und den hast du noch nicht gesehen. Warum lasse ich sie überhaupt in meine Nähe? Wegen deiner Mutter. Ja, werden nie alt, hä? So, Jubilee. Ist das, was ich befürchtet habe. Aber ist schon faszinierend. Guckt, was mein... Das Ding kann natürlich jetzt... Okay, den kann ich bei beiden gebrauchen. Die Arbeitskräfte ist eigentlich auch immer cool, wobei, ob ich es jetzt hier brauche. Das sind ja immer 10, also wisst ihr, ist jetzt nicht so viele Arbeitskräfte. Da ist hier was anderes. Das Ding ja eh zweimal. Ja, wisst ihr, ich finde halt das Ding hier mit der Tuchschneiderei, finde ich eigentlich schon geil. Nur finde ich es halt ein Schade. Vor allem, warum gehört die Filzfabrik da nicht rein? Verstehe, was er will. Das heißt eigentlich, oder sicher die Filzfabrik auch dazu. Ich will das hier sowieso upgraden. Aber eben, jetzt kann man sich wieder fragen, okay, ich mache hier eine nur Tuchschneidereien und zwar auf Fullspeed. Also quasi alles, was hergibt. Also, Entschuldigung. Hat die geklappt. Dann habe ich ja hier schon ein Produktionsgebäude, genau. Das lade mir einfach nicht ein, Freunde. Das heißt eigentlich, Hutmacherei und Filzfabrik sind eigentlich ähnlich aufgestellt von dem her. Was zumindest das betrifft. Natürlich auch die Ballmanufaktur, die eigentlich nur davon profitiert. Also natürlich auch davon, aber es profitiert vor allem von dem hier. Die Frage ist, gab bei der Ballmanufaktur brauche ich es da überhaupt? Weil ich brauche den Bonus aktuell vor allem auf der Hutmacherei. Weil ich merke, Hilfe, da wird ein bisschen Knebbe. All die anderen Items hier nicht funktionieren. Leider. Leider Gottes. Das heißt eine Poncho-Weberei und eine Filz... Ne, die sind dann das Ganze gleich. Moment. Genau, eine Poncho-Weberei profitiert davon. Die Filzfabrik davon ja nicht. Das Thema hatten wir schon mal. Knifflig, Freunde. Darf nicht unterschätzen, also man muss ganz kurz Fenster aufmachen. Draußen regnet es zwar und es ist ein bisschen kühl, aber hier drin irgendwie, wenn ich extrem ein bisschen schwitzen, wenn ich heller sein darf. So, also komm. Ich kann jetzt hier noch lange rumphilosophieren, ich muss auch mal ein bisschen was machen.
Wir schmeißen die einfach mal kurz raus. Ich den Aufbau neu starten kann. Wenn der in der Mitte ist und ich jetzt zum Beispiel sage, warte mal. Genau, da soll ich einfach mal sagen, warte mal. Haben wir die dort, dann die dort, die dort, die dort, die dort oder die dort. Okay, der passt da noch rein. Wir sind also der Fan von dem Aufbau. So, wenn ich jetzt aber hier zum Beispiel sage, Baumanufaktur nehme ich jetzt hier raus. Pack die Kombi rein. Dann haben die alle den Bonus drauf, bis auf euch. Das ist mal die Theorie, dass man die so belassen würde. Natürlich muss die nachher noch runterstellen. Das wird sonst nachher ein bisschen sehr eng, ehrlich gesagt. Ich finde es eben noch krass, dass die Ballmanufaktur eigentlich so klein ist, ehrlich gesagt. Ja, sonst sind wir da unten ja keine mehr. Was das betreffen würde. So, hier nochmal den gewohnten Aufbau, den hatten wir schon mal. Also hier extra noch keine Pflasterstraßen draus, weil ich noch ein bisschen unsicher bin. Ach komm, weißt du was? Ah nee, stimmt ja. Und ich glaube, die Chance ist eher gering, dass eben die Baumanufaktur nochmal so grandios loslegen muss, aber falls es eben doch so wäre, hätte er künftig den Platz auch schon mal dafür. Wundelball. So. Das ist jetzt hier so ein, ja, eine schöne Kombination. Die werden davon alle unterstützt. Perfekt. Die stehen so für sich selber ein. Gut. Die Ausrichtung kommt natürlich gleich auch noch. Ich muss noch ganz kurz den nach oben verschieben. Aber wo sollen wir das hinbringen? Ja, da weiß ich doch auch nicht. Wieso fragen du mich? So, ich packe den mal rein. Aber wenn ich jetzt, ist eine Verschwendung, weil ich nutze ihn jetzt nur für die Hutmacherei. Für den Rest nicht, aber shit happens. Ich nehme noch den hier für die Produktionsgebäude. Theoretisch können wir Vierer da noch drauf packen, aber ich glaube, das brauchen gar nicht. Ich glaube, das müsste eigentlich vorerst reichen. So.
Jetzt muss ich natürlich mal gucken. Ich packe den nach unten, glaube ich. Das dürfte am meisten Sinn machen. Also euch bitte ich mal kurz zu verschwinden. Hä? Achso, jetzt sehe ich's. Entschuldigung, mein Fehler. So. Falls ich jetzt hier unten, was heißt falls, ich werde sicher Strom brauchen oder halt den hier unten nehmen. Die Frage ist halt, wohin, ne, den platzieren. Hier hin oder eher halt irgendwo hier dazwischen. Da wäre es natürlich cool, wenn ich das Ding eher nach oben hin verschieben könnte. Irgendwie so in der Art. Man könnte es natürlich auch so versuchen, ich verschwende halt oben auch viel Platz. Aber ja, versuchen können wir es mal, ne? Das spielt jetzt noch keine Rolle. Jetzt haben wir die Dinger hier. Natürlich auch die Dinger noch. Wir müssen aufpassen, Produktionsgebäude gilt jetzt zum Beispiel für den hier unten, ne? Und die hier. Wollte ich jetzt mir irgendwie sagen, ja, Tuchschneidereien so wieder einsetzen. Klappt es nur dafür. Aber andererseits, warte mal. Der hat jetzt den nicht drin, für Produktionsgebäude, okay. Baut das vielleicht auch hier doch noch? Ne, ich habe ja nur Tuchschneiderei, ne? Wir sagen mir, das reicht, das ist super. Vor allem weniger Arbeitskräfte erforderlich, okay. Dann lassen wir den. Dafür kommt das Ding. Das teile ich auf. Mach quasi die und den da, aber nicht mit dem Häuschen von da oben, sondern mit dem hier. Tauscht die quasi aus, wenn man so will. Kommt nachher nochmal weg. Weil ich diese Tuchschneider-Items doch relativ cool finde und deswegen mir denke, doch, das passt. Das kann ja sonst noch mal irgendwo verwenden, Druckerpresse muss nicht unbedingt hier sein. Da könnte ich ja zum Beispiel auch Zigarrenmanufaktur oder sonst irgendwo einsetzen, ne? Spielt ja keine Rolle. So. Was natürlich wichtiger ist, ist das Ding. Da muss man es platzieren, genau wie das hier auch. Da kommt jetzt was. Nee. Moment, nicht zu schnell, nicht zu voreilig. Machen wir die zwei. Doch alles so. Gerade natürlich auch auf jeden Fall, wenn ich jetzt wirklich sage, ich brauche noch wesentlich mehr. Also geht es perfekt auf. Kann ich schon mal eine zweite Reihe platzieren, wobei eben die Chance ist, glaube ich, jetzt auch mit neuen Items eher gering. Sag mal. So. Theoretisch rein von der Größe. Meine Hände sind fertig.
Das war's. Jetzt lass mich in Frieden. Guck mal, von der Größe wird sogar perfekt hier unten hinpassen, ne? Da ist doch super. Weil eben hier unten noch mehr wird es nicht geben. Das sieht hier vielleicht anders aus. Da könnte es knackig werden. Aber den auch nicht zu tief unten bauen. Okay, dann mache ich den doch auch hier. Okay, das spielt sogar gar keine Rolle. Ich glaube, ich mache hier dann aber auch 8 Stück drauf. Ich lege rein von der Reihenfolge her oder von der Größe, von das Größe. Könnte man hier sogar nochmal eine Zwischenstraße ziehen, genau. Nämlich genauso wie da. Perfekt, hätten wir die nämlich auch. So. Und hier natürlich, wenn man so schön sieht, könnte man es dazwischen machen, können es auch hier oben noch irgendwie hinbauen. Aber ich habe hier dazwischen sowieso so viel Platz, da können wir das locker machen. Ja, jetzt wäre natürlich noch das dritte Bruder hier. Wenn man es wirklich hier oben bauen will, ich meine, nachher ist der Platz hier frei, ihr könnt es also genauso gut hier drüben machen. Oder weil es nicht viel ist, könnt ihr es auch oben machen. Oder wisst ihr was, ich glaube, ich mache es doch eher da. Das heißt, wie wir es vorhin schon gesehen haben, kommt da kurz was weg. Auch der muss noch schnell weichen. Theoretisch kann der mal temporär hier rein. Ich kann überlegen, ob ich den dazwischen packen soll, aber nee. Ich glaube sogar, sollte er sogar irgendwo dazwischen sein. Irgendwo hier oder so. Ups. War ein bisschen falsch. Ich habe gar keinen Bonus drin mit der Ölraffinerie. Da können wir eigentlich auch noch ein bisschen verstärken. Die Items hätten wir ja eigentlich noch. Hey, und nachher will ich es eigentlich hier drin haben. Haben wir gesagt. Ungefähr zumindest. So, das heißt, wir müssen noch ein bisschen aufräumen. Immer wichtig, Leute, immer wichtig, immer schön aufräumen. Was? Lustig. Ja, da kann ja passieren, wenn wir rumkopieren. Ich habe jetzt auch dieses und jenes, hast du nicht gesehen. So. Das wollte ich vorhin schon machen, dann kommt das noch weg. Der kommt auch noch weg, der wird auch nicht gebraucht. Sieht auch unschön aus. So, und jetzt verschiebe ich den einfach mal temporär hier hoch, weil er da jetzt kurz und flockig da umziehen will. So. Und jetzt sehen wir, aha, wenn ich es zwar so versuche,
Klingt zwar eigentlich nicht schlecht, aber wir haben da ein Problem. Darum kann ich mich jetzt aber kümmern. Noch einer geht nicht, wa? Seht ihr, wenn ich den jetzt verschoben hätte, hätte ich den nicht mehr verschieben können. Alter, hätte mir das aufgeregt. Junge, Junge. Ich gucke auf die Zeit und überlege, ob wir nochmal eine Folge machen sollen hinterher. Jetzt nicht deswegen, weil hier stimmt ja alles soweit. Sondern eher wegen anderen Aspekten, die man schon erwähnt hat, dass ich hier und da ja noch ein bisschen was machen wollte eigentlich. Aber wir gucken jetzt gleich mal. Mhm. Wer auch immer sich die Breite für die Dinger überlegt hat, für die, sag schnell, für Kraftwerk, der hat überhaupt nicht darauf gedacht, dass es einfach viel zu breit ist für alles andere. So, jetzt hat der nämlich hier durch, oder? Dann haben wir hier trotzdem überall Strom, oder zumindest. Ja, sieht gut aus. Das heißt, ich kann theoretisch gerne mit euch hier das Ganze einfach nochmal wiederholen. Dass natürlich sowas und klar nicht aufgeht. Wobei vieles gar nicht, ja? Bis sogar recht wenige Mailer sind. Krass. Was für ein Opus Magnum. Ja, ist doch immer so, oder? Mit dem Opus Magnum. Nochmal einen nach oben verschieben. Den noch machen und dann hier sagen. Perfekt, perfekt. Wir waren mit der Mais, also vom Silo ist klar. Müssen nochmal neu gebaut werden. Alpaka-Farmen, dafür habe ich jetzt die hier. Dann sollten wir anfangen, nach Lösungen zu suchen. Lass mich raten. Ah, ja. Ups. Wieso ist er angesprungen? Hat mir vorher zu wenig war, weil er jetzt relativ viel braucht. Ja. Wird wohl das gewesen sein, du. Gewesen sein. Aber wir haben jetzt 4, 6, 8 die Folge. Stimmt, ich könnte eigentlich. Es ist zwar. Ich habe gerade überlegt, wenn wir doch nochmal eine Folge machen, sind wir nämlich kurz vor 470. Was eigentlich auch noch eine schöne Zahl wäre. Wenn wir nach der Pause mit 470 weitermachen könnten. War schon ein bisschen schnapszahlmäßig. Das hätte irgendwie was, fände ich.
So. Oder den Quatsch noch machen. Das ist ja alles nur für die Dinger hier. Oh, du Gottes Willen, ey. Eigentlich ist es übertrieben, aber andererseits ist es halt auch wirklich optimiert. Natürlich, kommen Sie Fehlende zu uns. Eisenbahnschienen zum Ölhafen. Ups. Ja, dann natürlich jetzt ein bisschen falsch. Der müsste noch funktionieren. Der sieht auch gut aus. Und hier oben braucht es noch ein bisschen Strom, das kann ich ja damit dann erledigen. Den kann ich ja platzieren, wo ich will. Da kann ich in der Mitte sein oder sonst wo. Und rundherum natürlich noch die ganzen Feuerwehren, Dingsbumse, hast du nicht gesehen. Ist aber grausam falsch, von der Höhe her. Sag mal, mir so ein schlechtes Auge? Scheinbar schon, ne? Krass aber auch, wie es gerade hier auch so schön funktioniert. Ach ja, herrlich. Wobei, da oben hat es auch nicht richtig gemacht, von der Höhe, da stimmt es ja auch nicht. Das wiederum hat ja auch Platzgründe. Und so viel ein anderes Thema. Hier würde ich jetzt aber trotzdem, wenn ich jetzt schon mal in der Höhe bin, die soweit stimmt, ein bisschen mehr Abstand geben. Falls, wieder so ein Unwort eigentlich, ein aktuelles Unwort. Falls man noch mehr Platz bräuchte. So, dann geht der nämlich hier hin, weil dann geht es auch von den ganzen Gebäuden hier auf. Hier ist natürlich die Frage, wie viel brauche ich von denen, ne? Schlussendlich. Weil ich brauche nicht nur für die Produktion hier, sondern auch für die Weiterverarbeitung von anderen Gütern brauche die Dinger ja auch, die Gebäude. Ansonsten wird das hier bereits aufgehen. Ja, krass. Also bereits, natürlich wieder so ein dummes Wort in der Hinsicht sogar. Also viel mehr optimieren kann sie hier nicht mehr. Klar kann ich hier noch ein paar mehr Gebäude von denen machen, vielleicht brauche ich das sogar mal noch. Also noch mehr Alpaka-Farmen. Da muss ich halt gucken, eventuell Alpaka-Farmen sogar hier oben und für Nando-Farmen weg, aber jetzt hat man den Platz hier ausgenutzt. Aber eigentlich ist das hier um Quatsch. Es war halt mehr auch noch, damit ich hier mit den Düngerwerken nachkomme. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Und dafür sieht es, glaube ich, auch gut aus. Dann haben wir die Dinger. Den können wir noch bauen, damit es hier noch ein bisschen mehr Ding gibt. Wenn wir die reinpacken. Den ich sonst nirgends brauche. Halt die hier überall noch verteilen. Dann habe ich ein paar. Ein paar ist übertrieben, ne? Ist nur einer. Das ist hier auch so mega hässlich gequetscht da, da muss ich einfach nochmal gucken. Das Polizeigebäude hier weg, hä? Da wäre noch eine Idee. Die Police Station hier weg, dann packen wir die hier hin und die andere Police Station hier oben noch hier hin. Strom noch anschließen. Und dann, wie so von diesem Let's Play, wie ich schon erwähnt hatte, optimieren. Das aber machen wir jetzt in der nächsten Folge. Weil jetzt auch schon bei einer Stunde sind und bis dann hier durch bin, Freunde.
Nee, und vor allem noch irgendwelche Abschlussgequatsche und es passiert noch dies und jenes. Man kennt's ja. Nicht zu vergessen, wir haben hier in Katridorni nochmal eine Quest reinbekommen. Genau, das müssen wir auch noch machen. Also dann, Sportsfreunde, ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zur Folge 469. Da machen wir aber endgültig Feierabend. Egal was passiert, egal was dazukommt, weil das Einzige, was ich jetzt, wenn das abgeschlossen ist und da die Quest im alten nicht gemacht habe, was könnte noch sein? Genau, Manola schön bauen, La Isla schön bauen. La Isla mache ich vielleicht noch, ist aber eher unwahrscheinlich. Bauen wir vielleicht auch eher für noch ein anderes Mal auf, wo ich hier ein Spital bräuchte. Dringend. Aber sicher, das will ich noch abschließen. Und dann, wenn die ganze Produktion soweit läuft, alle zufrieden sind, sind wir es ja auch. Sind wir ehrlich, dann passt es soweit alles. Die Menschen lassen sie Und vor allem für die Hutmacherei, die muss natürlich ganz zufrieden sein, das ist ganz, ganz wichtig. Und weil ich das Thumbnail noch nicht hatte, mache ich natürlich jetzt direkt. Und zwar hier, von eigentlichen Tabakplantagen. Ups, nein, sorry. Verklickt. Statt Ctrl-Shift habe ich, naja, die Windows-Taste getätigt, die kann ich ja nur. Ja, wenn ich jetzt überhaupt, hier. So sehen die aus. Huch! Out of nowhere. Und Güllen, es wird gegüllt. Ja, nee. Tja, Freunde, hier wird unser Stoff produziert. Das sieht schon krass aus. Also wir haben schon sehr viel gemacht in diesem Let's Play. Wir wissen, was folgt noch, vor allem jetzt hier in der neuen Welt noch. Oder ist ja wie gesagt noch Optimierung und dann endlich eine verdiente Pause. Ich sag bitter nötig, vor allem weil ich schon so lange davon quatsch wegen, endlich mal Pausen zu machen. Mhm. Ist klar, Alter, ist klar. So. Und damit, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.